herzlich willkommen zurück zu Grand Prix 4. Wir sind wieder nur einmal zurück in dem super Game. Wir gehen jetzt nach Kanada. Das nächste Rennen ist in Montreal und ja, die Strecke ist eigentlich immer noch sehr identisch wie jetzt in F1 2021 zum Beispiel. Also ich glaube, die ist sogar noch nie umgebaut worden. Erstens die neuen Boxengebäude sind jetzt im neuen Game drin, da sind wahrscheinlich noch die alten drin, aber ich weiß es nicht einmal. Aber ich würde mal sagen, wir legen gerade los, wir gehen ins erste Training mal rein. Ich tue wieder ein bisschen aufnehmen im Training und dann gehen wir ins Qualifying rein. Ich denke aber, das sollte nicht so ein Problem sein hier auf dieser Strecke, weil die kenne ich eigentlich relativ gut. Ich hoffe einfach, es kommt nicht regnen, weil Montreal ist eben auch so eine Gegend, wo es mir gerne kommt, ein bisschen regnen. Und ich hoffe nicht, dass das der Fall wird sein. Falls ich heute ein bisschen verhangen überkomme, es liegt einfach daran, dass ich hure müde bin heute. Aber ich versuche gleich gut zu fahren in diesem Rennen. Wir sehen die Tribüne leer. Keiner interessiert sich für das erste Training, dafür sind die aber sehr spannend. So, düsen wir mal raus hier. Okay. Ja, ich merke, ich muss mich doch schon 2-3 Runden Alter, ich muss eben. Wenn ich heute mich verspreche, tut es mir leid. Was ich auch sagen ist, ich muss mich da vielleicht 1-2 Runden einfahren, dass ich da wirklich klar komme. Aber ich denke, das kommt gut. Hoffentlich. Let's go. Wir fahren ein paar Runden. Perfekt. Okay, den darf ich nicht so schnell reinballern in die Kurve. Aber es ist okay zum Fahren. Also ich komme eigentlich gut Schlag mittlerweile. Auf der Strecke. Ich überhole doch. So, jetzt. Ich komme gut Schlag auf der Strecke. Ich muss einfach ein bisschen früher bremsen. Bis ich mich ein bisschen angetastet habe. Aber es geht eigentlich gut. Ich glaube, wir können schon mal ins Qualifying gehen. Oh, 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 oh. Wieso steht der verkehrt in der Boxengasse drin? Was ist denn... Hä? Wieso steht der verkehrt in der Box drin? Geh mal weg da. Hä, hat sich der gedreht? What the fuck? Okay. Der hat sich in der Box drin gedreht. Hä, aber das ist jetzt... Okay, das ist gerade vorbei. Hä, aber das ist jetzt nicht wegen mir gewesen, oder? Oder haben sie jetzt nicht mitbekommen? Ach ey. What the fuck? Aber wir gehen mal ins Qualifying rein. Und versuchen dort gerade eine gute Zeit herzusetzen. Es ist sogar schön Wetter. Aber wieso hat sich der jetzt gedreht? Das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Aber ich glaube, das ist nicht wegen mir gewesen. Ich glaube, das ist wegen jemand anderem gewesen, weil es hat sich schon gestaltet, als ich reingefahren bin dort. Ich bin dann einfach in Schumacher oder so reingefahren. 1,17. Und jetzt müssen wir in die Box, ich weiß nicht, ob ich vielleicht noch einmal fahren kann. Oh, verbremst ein bisschen, aber noch gut gegangen. Oh, das wird jetzt eine gute Runde geben, glaube ich. Ah, es geht. Das Problem ist aber, jetzt muss ich wieder in die Box und dann tut mein Auto wieder so abbremsen. Oh, wir sind so schnell gerade! Wir sind fast eine Sekunde schneller. 6 Zettel. Jetzt bitte bremsen wir nicht ab, Game. Ah, scheiße, bremst mich ab. Aber ich kann weiterfahren. Boah. Ja, schade. Yeah, wir sind in der Pole! wie sie es einfach fühlen. Oh, so gut. Aber jetzt muss ich irgendwie ins Ziel noch kommen, oder beziehungsweise in die Box hineinkommen. Wahrscheinlich habe ich jetzt einfach keinen Sprit mehr. Boah, jetzt geht mir der Motor raus.
Oh! Sie auf Verschmutzungen der Fahrbahn. Oh, was läuft da mit der KI? Hä? Das ist einfach ein Sauber in der Boxengasse innen gsi. Oh mein Gott. Und und Schumacher, der Barrichello, ist einfach ohne Nase dort gestanden. What the fuck? Hey, das Game, ich könnte mir noch vorstellen, dass vielleicht auf der Rennstrecke KI ein bisschen rumpackt. Und dass es nicht so wahnsinnig gut optimiert ist. Das bin ich mal gespannt dann im Rennen. Ja, wir tun mal skippen. Weil wir sind eine gute Zeit gefahren, sind wir ehrlich. Und mal schauen, wo wir am Ende vom Qualifying landen. So. Skippen wir da mal. Das habe ich noch nie gesehen. Das ist ein gutes Zeichen. Ich glaube, das heisst, dass wir auf der Pole sind, oder? Hä? Qualifying beendet. Okay. Beste Zeiten. Hä? Wieso hat es mir jetzt Punkte angezeigt? What the fuck? Da war jetzt auch wieder für einen Bug sein. Egal. Ah, wir sind auf der Pole. Geil. Aber dann geht ganz knapp. Also schau mal, das ist alles innerhalb von einer Sekunde. Wir sind wirklich gut gefahren. Also, wir gehen jetzt mal schauen ins Rennen rein. Oh, bitte kein Regen. Also, wir haben Pole mit Minardi, Fernando Alonso auf der Pole. Da kommt der Mick Häkkinen, Ralf Schumacher, Rubens Barrichello, David Coulthard, Michael Schumacher, Juan Pablo Montoya, dann der Gianno Trulli. Aber irgendwo ist euch schon mal aufgefallen, jedes Mal, wenn ich die vorlese, die Startpositionen verspreche ich mir mindestens einig. Dann haben wir den Panis, Villeneuve, Heidfeld, Räikkönen, Alesi, Frenzen, Irvine, Fisichella, Della Rosa. Meistens sind wir bei dem, wo ich mir verspreche. Bernaldi, Verstappen, Enge, Young und Button als Letzte. Und Mensch, das Wetter. Also, wenn ihr jetzt glaubt, ich hole ein Podium, schreibt es jetzt in die Kommentare rein. Es nimmt mich wunder, wie viel das jetzt wieder reinschreiben. Wahrscheinlich niemand. Aber wir haben wirklich Potenzial aufs Podium zu kommen. Wenn wir eine gute Runde fahren können, kommen wir vielleicht aufs Podium. Let's fucking go. Wieso hasst mich das Game? Wieso fahre ich jedes Mal in einem Qualifying so gut führen und habe nachher einen Game Crash? In Malaysia ist das schon passiert. Es ist schon wieder ein Game Crash. Und jetzt bin ich wieder der Letzte, weil es wieder nicht gespeichert hat. Und ich das Qualifying nicht mehr wiederholen kann. So, okay, der grosse Preis von Kanada ist eröffnet. Wir starten von 22. statt von der Pole. Oh mein Gott! Und versuchen uns jetzt halt ein bisschen vorzukämpfen da irgendwie. Sind wir schon mal auf P16 vorgefahren. Am Anfang ist ja KI wirklich immer sehr schwach eigentlich. Da gehen wir auch 2 Punkte. Ich spüre, heute holen wir Punkte. Heute gibt es die ersten Punkte für Minardi. Von unserem Sauberdeck gut ab. Das ist, glaube ich, wahrscheinlich der Räikkönen. Oder könnte ja natürlich auch der Heidfeld sein. Nein, das ist Heidfeld. Ah, so bitte mal, nicht mehr Game Crashen, Sunny. Aber immer wenn ich auf einer guten Startposition bin. Okay, jetzt sind wir da mal gut durch bis jetzt. P13. Vor uns noch ein... was ist das? Ein Prost, hä? Den sollten wir aber holen vor der Wall of Champion. Jawohl. Dann sind wir ein bisschen schneller. So, sehr gut. Also P12 und jetzt denke ich, wird es ein bisschen zäh werden zum Führerfahren. Nein, wir sind dran vor unserem BAR. Oh, da vorne hat es einen Fehler, glaube ich, gegeben. Vom Jaguar, der hat gerade den BR ein bisschen abbremst, jetzt sind wir dran. Windschatten. Wow,
aber ey, das ist aber richtig. Ja, das darf man eigentlich nicht so. Das ist aber so ein richtiges Moving on Braking gewesen. So, wer hat schneller Auto, der BAR oder mir im Minardi? Eigentlich sollte der BAR, denke ich, schon ein bisschen schneller sein. Oh, da hat jetzt aber abgerissen. Oh, da fährt es mir schnell kurz ein bisschen übers Käse rein. Aber wir bleiben vorne, wir sind auf P11 mittlerweile. Jetzt einfach keine Fehler machen. Der BR kommt wieder. Und sticht da mal einfach voll drin. Okay. Aber wir da mit einem besseren Exit und können voll raus beschleunigen. Und sind da jetzt vorne, haben das können behaupten, sehr gut. Und jetzt müssen wir auf einen Jaguar aufholen, den haben wir jetzt natürlich ein bisschen ziehen lassen, weil wir dort ein bisschen gefightet haben mit dem BAR. Ich glaube, es war der Villeneuve. Und jetzt sind wir wieder dran. Oh, shit. Okay. FIA hat das Auge zugedrückt, so wie es aussieht. Oh, jetzt hat er mich fast weggedreht. Ich glaube, plötzlich recht rutschig geworden. Und wir sind auf P10 noch 2. Müssen wir überholen, dann würden wir in die Punkte reinfahren. Oh nein! Nein! Scheiße! Oh Mann! Okay, aber wir sind eh noch weiter weg gewesen. Aber der Fehler ist natürlich ultra ärgerlich. Ah, wieder 2 Plätze verloren. Es ist so schwierig, das Game manchmal zum Fahren. Handkehrum steuert sich eigentlich voll okay. Und andersrum wieder ist es katastrophal. Oh mein Gott, nein, nicht schon wieder da! Scheiße. Hey, das gibt's doch nicht, Mann! Immer bin ich so gut dran. Und da spielt es mir immer so hinterher. Immer wegen Fehler, wegen Dreier und so. Oh Mann! Oh, nie Geschwindigkeitsüberschuss. Holy shit. Oh, die Bande ist so nöch. Ah, leicht berührt. Windschatten. Oh Gott! Oh Gott. Okay, wir sind vorbei, hä? Er ist hinter mir jetzt aber. Oh, der ist da. Nice! Und da sind wir schneller. Das war jetzt geil. Geiler Überholversuch von ihm. Und wir können gut kontern gerade. Das hat perfekt gepasst. Hat er gelb gewonnen. So, und raus geht's da. Windschatten jetzt schon nutzen. Und da können wir schon vorbeiziehen. Ja, da können wir. Oh Gott, da fahren wir noch über das Käse rein. Aber wir können den Prost davon nicht mehr einholen und wir werden P14. Was für ein Rennen, 14 Runden noch und wir werden P14. Oh, dann werden wir es einfach ab. Sorry. Oh, das Rennen ist vorbei. Oh Mann, okay, das haben wir noch P14 geworden. Immerhin haben wir das sauber noch geholt auf der letzten Gerade. Aber ey, wir hatten eigentlich einen Pole gehabt. Wir haben 2 Fehler gehabt, aber wir sind eigentlich recht gut unterwegs gewesen. Ah.
Aber leider hat das Game wieder mal eigentlich nicht gegönnt. Es ist einfach crashed, ich weiß nicht wieso. Also es ist so nervig, dass das immer passiert. Schade. Aber es wären auch Punkte drin gewesen. Ich denke, so wie wir gegen Schluss gefahren sind, hätten wir können schon noch in die Punkte reinfahren, weil es sind ja nur noch 2 Autos vor uns gewesen, zeitweise. Ja, schade. Also, gewonnen hat der Rubens Barrichello vor dem Ralf Schumacher und der Michael Schumacher ist auf P3. Und wenn wir jetzt die Gesamtwertung hineinschauen, in die Meisterschaft, sehen wir, dass der Michael Schumacher immer noch in Führung ist mit 54 Punkten und der Rubens Barrichello kommt dann mit 34 Punkten. Aber der Ralf Schumacher hat jetzt auch 34 Punkte. Und wenn wir noch in die Konstrukteur-Weltmeisterschaft hineingehen, dann nachher haben wir Ferrari immer noch auf P1 mit 88 Punkten und Williams mit 44 Punkten, McLaren mit 40 Punkten, Jordan mit 30 Punkten, Honda bzw. BAR mit 5 Punkten und Jaguar jetzt auch noch mit einem Punkt. Da haben sie aber, glaube ich, im letzten Rennen schon geholt. Gut! Okay, ich würde mal sagen, das wäre es mit dieser Folge von F1, nicht F1 2021, sondern mit Grand Prix 4. Ich werde manchmal so oft F1 2021 sagen, aber eigentlich ist es eben Grand Prix 4. Ja, das nächste Rennen ist in Nürburg, also das ist dann der Europa GP, also am Nürburgring sind wir dann. Eine sehr gute Strecke, sehr coole Strecke auch. Ich freue mich schon auf das nächste Rennen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und auch wenn ihr das Video teilen und dann, ja, würde ich mal sagen, sehen wir uns dann nachher wieder im nächsten Rennen am Nürburgring. Und ja, bis dann sagen wir, macht's gut. Schönes Tag noch und ciao.